Vor vielen, vielen Jahren, als ich so etwa 16 war, hat Lies und mir der Harald etwas ganz... Lies und Harald Meder etwas ganz Mutiges gemacht. Sie haben nämlich uns ihr Haus überlassen über Neujahr. Genau. Wir haben dürfen, sie sind irgendwo in Deutschland weg sind, haben am Aaron und allen Freunden, dort habe ich zum Glück dazugehört, das Haus überlassen und haben gesagt, hey, ihr könnt dort eine Übernachtungsparty machen, geniessen Neujahr zusammen, kommt schon gut, gell? Und wir haben gewusst, hey, wir haben am Abend, fürs Fest, haben wir noch eine Ladies eingeladen, von dem her haben wir schon müssen schauen, dass es auch so ein bisschen eine romantische Stimmung gibt, oder? Dementsprechend sind wir in den Laden gegangen und haben ganz viele Röschelkerzchen gekauft. Weil was ist romantischer als Röschelkerzchen, oder? Und so haben wir so 200-400er Pack Röschelkerzchen gekauft und haben die aufgestellt, liebevoll und angefangen anzuzünden. Und dann haben wir immer noch ein 400er Pack übrig gehabt und haben gefunden, hey, weißt du was, mit denen machen wir so ein grosses Ding, oder? Wir haben in der Stube auf dem Parkett gefunden, das ist der Ort, haben angefangen, die Röschelkerzchen herzustellen, haben die alle angezündet und das hat top ausgesehen. Auf jeden Fall ist es dann auch recht warm geworden in diesem Raum und dann haben wir gefunden, hey, komm, wir gehen noch ein bisschen auf die Veranda raus, ein bisschen frische Luft tut uns jetzt gut und so sind wir alle auf die Veranda rausgegangen und nach einer Zeit hat irgendjemand gefunden, du, was schmeckt da so komisch? Und wir sind dann wieder reingegangen und haben festgestellt, ja, die Röschelkerzchen, die haben sich irgendwie gegenseitig aufgeheizt. Und die 400 Röschelkerzchen haben jetzt so eine grosse Wachslache am Boden gebildet, auf dem Parkett, und die Wachslache war schon am Brennen. Und das, was wir geschmeckt haben, ist der Parkett drunter, der schon langsam am Verkohlen war. Und da haben wir natürlich eine Sitzung einberufen und beraten, wie wir jetzt mit dieser Situation am besten umgehen. Einer hat mal eine Decke geholt und hat gedacht, ja, mit der kann man das schon auslöschen, hat das ins Feuer rein und die Decke hat gemacht, push, und die ist in Flammen gestanden. Und dann ist so langsam aber sicher der Ernst von der Lage uns bewusst geworden. Dass wir jetzt da gerade konfrontiert sind mit Feuer, wie wir es noch gar nie erlebt haben. Nämlich Feuer, das unkontrollierbar ist. Feuer, das gefährlich ist und Feuer, das konsumiert. Und ich sage euch, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich so richtig angefangen, Angst bekommen vor Feuer. Der Josh hat dann eine Last-Minute-Aktion gemacht, hat gewusst, im Kellerhals hat es einen Feuerlöscher, ist in den Kellerhals gegangen, hat den Feuerlöscher geholt und das war ein Staubfeuerlöscher. Ich weiss nicht, wer sich auskennt mit Staubfeuerlöschern, aber die Idee von einem Staubfeuerlöscher ist, dass kommt ganz viel so Staub raus und der Staub, der sollte den Sauerstoff nachher das überdecken, oder? Aber der Staub, der kommt mit einem Treibgas raus. Und man lernt in jedem Feuerwehrkurs, dass man zuerst in eine Ecke tut, um das Treibgas so ein bisschen rausgehen zu lassen, und nachher erst tut man aufs Feuer mit dem Staub drauf. Der Josh hat das nicht gewusst. Und so ist er 3 Santi vor das Feuer her und hat mal einmal kräftig gedrückt, oder? Und dann ist natürlich zuerst die ganze Treibladung rausgegangen und es hat so eine richtige Feuersäule gegeben im Haus. Wir haben nachher gesehen, dass es im Ecke vom Haus schwarz aufgegangen ist und nachher an der Decke führen bis in die Mitte von der Stube schwarz über. Und so war es einfach eine Feuersäule mit Feuerball, bumm, in dem Haus drinnen. Und ich sage euch, spätestens dann hat uns langsam aber sicher Panik angefangen zu erfassen. So, alle Mann, wer erklärt sie jetzt mir, dass wir ihre Hütte abgefackelt haben? Und so lustig wie das jetzt ist, so wenig lustig war es dazumal gewesen. Und ich sage euch, so die Panik, die Angst vor Feuer, das hast du erst einmal erlebt, wenn du merkst, dass du Kontrolle über das Feuer verlierst. Und ich sage euch, zum Glück haben wir dort noch einen letzten Effort gehabt. Und zwar haben wir noch so einen uralten, schweren, ich sage jetzt nicht grusigen Teppich gehabt im Eingang, wo wir nachher das 4. genommen haben. Und mit dem haben wir gerade noch einmal das drüberlegen und haben es geschafft, dort den Wachsbrand auszulöschen. Sonst, nächster Halt wäre die Feuerwehr anrufen, rausgehen und schauen, wie das Haus abbrennt. Es war natürlich dann eine ganz lässige Nacht, oder? So das Warten auf den nächsten Morgen, wenn die Mädels wieder zurückkommen. Der Aaron hat super geschlafen die Nacht und am nächsten Tag
extrem bleich dort gestanden und gewartet, bis die Eltern heimkommen. Aber ich sage euch, die Angst vor dem Feuer ist uns dort so richtig in die Knochen gefahren. Und wir haben in dieser Predigtserie schon über das Feuersäulen gehabt, die leitet, oder Feuersäulen, wo sich Gott selber offenbart drinnen, wo irgendwie schön ist, wo gut ist heute. Heute möchte ich in dieser Predigt so ein bisschen eben den unkontrollierbaren, den gefährlichen Aspekt vom Feuer Gottes im Fokus haben. Hey, vielleicht wird es heute nicht die angenehmste Predigt für uns alle, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir über diesen Aspekt von Gott, vom Feuer, eben auch reden. So möchten wir miteinander einsteigen mit Offenbarung 1, Vers 12 bis 15. Dort wird nämlich beschrieben die Vision, die der Johannes hat von Jesus. Und er beschreibt Jesus mit folgenden Worten. An einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist. Ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich 7 goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja weiß wie Schnee. Seine Augen leuchteten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie glühende Bronze im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Heute möchte ich reden über den Blick Jesu, den feurigen Blick von Jesus. Wenn er uns anschaut, mit dieser Kraft vom Feuer dahinter, die eben konsumiert, wo nicht kontrollierbar ist, wo gefährlich ist und wo bedrohlich ist. Und welche ist jetzt deine Reaktion? Hä? Augen aus Feuer, das passt so gar nicht mit meinem Bild von Jesus überein, oder? Ich meine, Jesus ist doch immer so liebevoll und hast du schon mal den Chosen gesehen, wie er dort Menschen anschaut, oder? Das ist immer mega liebevoll und auch in jedem Jesus-Film ist doch Jesus immer so mit Papi Eyes unterwegs und schaut Menschen liebevoll an, oder? Und auch wenn wir in den Evangelien lesen, ist doch der Blick Jesu grundsätzlich immer liebevoll. Und das stimmt. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die den Blick liebevoll beschreiben. Zum Beispiel haben 3 Beispiele rausgesucht für uns. Markus 10, 21. Dort lesen wir, Jesus sah ihn voller Liebe an. Der Jünger hat er mit Liebe angeschaut. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Schau die Menschen mit Mitgefühl an. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Also Mitleid, Mitgefühl, Liebe, das ist doch der Blick Jesu, oder? Aber es gibt eben auch den anderen Blick. Der Blick von Jesus mit seinen Feueraugen, wenn er Menschen anschaut. Und wir lesen in der Offenbarung, was passiert, wenn Jesus eben mit diesen Augen schaut. Wenn er Menschen mit diesem Blick erfasst. Offenbarung 1, Vers 17. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Jetzt schon eine Einladung für dich. Ich möchte dich einladen, am Ende dieser Predigt, wenn wir wieder einsteigen in den Lobpreis, dich dem Blick von Jesus zu stellen. Ich möchte dich einfach einladen, dich dem auszusetzen. Der Macht von Jesus Blick, gefüllt mit Feuer, wo nicht kontrollierbar ist. Und wo uns vielleicht auch konsumiert. Das ist die Einladung, die ich dir heute mitgeben möchte. Ich habe in meiner Vorbereitung von dieser Predigt, wie ich das häufig mal noch mache, verschiedene Menschen gefragt, du, was macht das mit dir oder was bedeutet das für dich? Ich finde es immer spannend zu hören, was andere Menschen so für Gedanken und Ideen und Vorstellungen haben zu meiner Predigt. Und so habe ich eine Person dann gefragt, du, Augen von Jesus aus Feuer. Was macht das mit dir? Und ganz ehrlich, ich habe eine theologische Antwort erwartet, oder? Ich habe dann gedacht, ja, jetzt kommt eine Antwort so im Sinn von, ja, das steht für seine Reinheit, das steht für seine Macht etc. Aber die Person hat einfach gesagt, weißt du was, ich habe in diese Augen hineingeschaut. Ich habe Jesus in dieser Gestalt gesehen, mit meinen Augen, und ich habe in seine Augen geschaut, die erfüllt sind mit Feuer. Und die Person hat beschrieben, was dann passiert ist mit ihr. Und das ist die Inspiration von dieser Predigt. Das ist wie 5 Stationen, die die Person beschrieben hat. Sie möchte übrigens nicht namentlich erwähnt werden, darum reden wir jetzt einfach von der Person. Und ihr müsst auch nicht rätseln, es ist nicht Dabrina, so viel schon mal gesagt.
Ja, aber die hat in die Augen hineingeschaut und hat beschrieben, wie eine Reise, was mit ihr passiert ist, wo Jesus sie mit diesen Feueraugen angeschaut hat. Und ich möchte euch mit auf die Reise nehmen, was da passiert. Und die Einladung steht für dich am Schluss den Blick zu stellen. Und das Erste, was passiert, ist Scham. Scham. Wenn Jesus dich anschaut, mit diesen Augen, dann beschämt dich das. Dann beschämt mich das. Weißt du wieso? Weil Jesus sieht alles. Die Feueraugen erfassen einfach alles so, wie es ist. Wir lesen in der Offenbarung 2, Vers 18. Dies sagt dir der Sohn Gottes, dessen Augen wie Flammen eines Feuers leuchten und dessen Füße wie glühende Bronze glänzen. Ich sehe alles, was du tust. Ich sehe alles, was du tust. Vor dem Blick Jesus sind wir ausgestellt, schutzlos. Und er sieht einfach, wie es ist. Es gibt nichts mehr, was du kannst verstecken vor dem Blick. Verstehst du, du bist dem ausgeliefert, ausgestellt, schutzlos. Es gibt kein Blatt mehr, kein Fell mehr, keine Kleider, nichts mehr, hinter dem du dich verstecken kannst. Wo Adam und Eva Schuld auf sich geladen haben. Das Erste, was sie machen wollten, ist sich verstecken. Sich zudecken, weggehen, vor dem Blick entfernen, dass sie nicht gesehen werden von Gott. Aber verstehst du, wenn Jesus schaut, dann können wir das gar nicht. Es gibt keine Möglichkeit mehr, keinen Fluchtort mehr, nichts, wo wir hergehen können, um uns dem Blick Gottes zu entziehen. Es ist wie ein Spiegel, der dir vorgehalten wird. Und in dem Spiegel ist einfach die Realität so, wie es wirklich einfach ist. Und ich glaube, dann ist die Reaktion auf den Blick einfach Scham. Wir sollten uns schämen für all die Sachen, die halt eben nicht so sind, wie sie sollten sein. Verstehst du? All unsere Schuld, all unsere Fehler, die wir ja gerne mal noch mit einer Maske verdecken, wo wir uns anders darstellen wollen, als wir eigentlich sind in der Öffentlichkeit, das ist alles weg und wir sind roh vor Jesus. Der Petrus hat das erlebt und ich möchte euch auf die Reise mit dem Petrus einladen. Er hat genau das erlebt, wie die gleiche Reise, wo der Blick hingeschickt hat. Wir lesen ganz am Anfang im Lukas 5, 8 bis 10. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Nichts mehr zu verstecken. Es ist, wie es ist. Und er hat sich geschämt für seine Schuld. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Denn er ist eingefahren. Und sie haben realisiert, wow, vor dem, wo da ist, können wir nicht bestehen. Und wenn wir ehrlich sind, alle zusammen ehrlich sind, dann wird es uns gleich ergehen. Und wir müssen uns schämen, für wer wir sind. Weil im Spiegel, in der Reflexion von Jesus, sind wir nicht genug und genügen dem nicht. Und ich weiss, das ist jetzt schwer zum Ertragen oder hören für manche von uns. Weil Scham ist eigentlich etwas, das in unserer Kultur ganz fest negativ konnotiert ist. Ich meine, schäm dich, will ja niemand hören, oder? Das ist auch etwas, was man nicht mehr sagt. Man beschämt Menschen nicht. Und Scham ist eigentlich etwas, was ja möglichst zu verhindern gilt. Niemand will sich heute noch schämen für irgendetwas, oder? Ich bin, wer ich bin und das ist gut so. Aber ich glaube, Scham, wenn es nicht zu der Selbstverurteilung führt, ist gar nicht nur negativ. Weil Scham kann dazu führen, wenn es richtig ist. Und das ist ja ganz wichtig, wenn Jesus anschaut, ist ja nicht er, der Scham auf uns leitet, oder? Es ist nicht so, als würde Jesus uns beschämen. Als würde er sagen, oh, schäm dich. Sondern Scham ist eine Reaktion, die aus uns daraus rauskommt, wenn wir in die Reflexion von Jesus hineinschauen und realisieren, dass wir eben nicht so sind, wie wir sein sollten. Wenn eben unsere Schuld, die tatsächlich ist, exponiert ist vor diesem Blick, dann schämen wir uns. Aber wenn die Scham eben ausgehalten wird, wenn die Scham mal einig erlebt und gespürt wird, dann kann die Scham zu Demut führen. Das ist der nächste Schritt auf dieser Reise, wo der Blick Jesu uns schickt. Wenn wir die Scham aushalten, dann kann es uns zur Demut führen. Es ist wie so der Reality-Check, wo wir eben in dieser Reflexion
bekommen haben. Jakobus 4, Vers 5 beschreibt das, was wir eigentlich sollten sein. Dort steht, oder meint ihr, die Schrift sagt, ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er den Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Was für ein guter Vers, was für eine starke Botschaft. Jesus, Gott möchte, dass der Geist, den er uns eingepflanzt hat, der Odem, den er bei der Erschaffung in uns hineingelegt hat, dass der Odem, dass das die Essenz, die uns Menschen ausmacht, ganz und gar Gott ergeben ist. Und wenn wir alle demütig genug sind, dann realisieren wir und müssen anerkennen, dort sind wir noch nicht. Eine Definition von Demut ist der Mut, zuzugeben, dass wir noch nicht angekommen sind. Wir sind noch nicht dort. Also ich kann vielleicht da im Moment nur von mir reden. Ich weiss nicht, vielleicht bist du schon angekommen, aber ich bin noch nicht angekommen. Und wenn wir Scham zulassen, dann kommen wir zu dieser Realisation und zu dem demütigen Betrachten von uns selber. Zur Erkenntnis, weißt du was? Ich bin im Fall noch nicht angekommen. Ich bin noch nicht dort, wo ich eigentlich gedacht habe, ich sollte sein oder wo ich eigentlich will sein. Der Petrus hat auch genau das erlebt. Er hat einen Reality-Check-Moment von Jesus bekommen. Vor der Kreuzigung sagt Jesus zu Petrus, hey, bevor dass ich heute verurteilt wird, wirst du mich 3-mal verleugnen. Bevor dass der Hahn am nächsten Morgen kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Der Petrus in seiner Selbstwahrnehmung hat das nicht wahrhaben. Er sagt, never ever wird das je passieren. Und dann ist es passiert. Und jetzt kommt der Blick Jesu wieder. Wir lesen die Szene im Lukas 22, Vers 61. Und jetzt fühl dich mal in diese Situation drin. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Einfach Reality-Check. Mann, ich habe gemeint, ich würde mit Jesus bis ans Kreuz gehen. Ich bin voller Überzeugung, dass ich genug bin, dass ich das schon schaffe. Und Demut kommt und überführt den Petrus. Und jetzt, wenn Demut, eben der Reality-Check bei uns passiert ist, wenn Jesus uns anschaut, dann sind wir bereit für den nächsten Schritt auf dieser Reise. Der nächste Schritt ist nämlich Gnade. Gnade. Der Blick Jesu mit Feuer erfasst uns, exponiert und zeigt auf, was nicht gut ist. Und wenn wir dann demütig genug sind, um zu anerkennen und zum verstehen, hey, ich bin noch nicht angekommen, ich bin nicht dort, wo ich eigentlich hätte sollen sein oder wo ich eigentlich will sein oder wo ich eigentlich sollte sein. Wenn wir genug mutig sind, um das eingestehen, dann sind wir ready für die Gnade von Jesus. Und ohne Demut ist Gnade gar nicht erst möglich. Wir lesen weiter im Jakobus 4, Vers 6, und das ist der nächste Vers vom Standard, den wir vorher gelesen haben. Dort steht im nächsten Vers: Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Es braucht Scham und Demut, auf das wir dürfen bereit sein, um die Gnade von Gott voll zu empfangen und zu erfassen. Jetzt kann die Gnade seine Kraft und Macht entfalten. Und eines mehr, es ist nicht Jesus, der uns beschämt, nicht er, der sagt, wow, sondern das ist eine Reaktion, die aus uns daraus kommen sollte, auf dass wir zur Demut finden und können eingestehen, hey, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin nicht dort, wo ich eigentlich sein sollte. Und dann kann Gnade kommen und seine Kraft und Macht in unserem Leben entfalten. Dann darf seine Vergebung kommen. Dann kann er uns läutern. Das ist das Nächste, was passiert mit dem Feuerblick. Feuer reinigt. Feuer macht Dreck weg. Das braucht man in jeder Metallbehandlung. Musst du irgendwie die Unreinheiten loswerden, aus dem Metall daraus rausbrennen. Und das macht eben der Blick von Jesus auch mit unserem Leben. Wir lesen im 1. Petrus 1, 6-7, ich weiss, das ist die falsche Stelle angegeben, der nächsten Stelle von dieser Läuterung. 1. Petrus 1, 6-7.
lesen wir von dieser Läuterung, die passieren soll. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werden und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Das ist der Petrus, wo die Wort schreibt. Er, wo ganz am Anfang erkennen hat müssen, wow, ich bin in der Gegenwart von Jesus und ich bin schuldig vor ihm und ich kann nicht bestehen. Und er, der dann gelernt hat, demütig zu sein und zu realisieren, ich bin nicht genug, ich bin gar nicht so, wie ich eigentlich gemeint habe. Er schreibt jetzt, dass nachdem er die Gnade empfangen hat, die Läuterung ein wichtiger Prozess ist wurde in seinem Leben. Dass er dankbar ist, dass Gott nicht fertig ist und dass er ihn immer wieder anschaut mit dem Blick aus Feuer, wo ihn läutert und rein macht. Dass er eines Tages im Glauben bestehen vor Gott pur wie Gold. Der Läuterungsprozess ist wichtig für uns alle. Und dann erst, wenn man das erlebt hat, wenn man sich dieser Scham, dieser Demut, dieser Gnade und dieser Läuterung ausgesetzt hat, dann sind wir ready für die tiefe Liebe, nach der wir uns eigentlich sehnen. Die tiefe Liebe im Blick Jesu möchten wir alle erleben, wie er uns mit einer tiefen Liebe anschaut. Und weißt du was, ich glaube, die Liebe, wenn wir durch den Weg, durch eben die Progression, wenn wir auf die Reise geschickt worden sind, wenn wir das erlebt haben, dann kann die Liebe seine ganze Macht und Kraft überhaupt erst entfalten in unserem Leben. Was ich hier spannend finde, ist, wir haben am Anfang die liebevolle Blick Jesus ja angeschaut in den Evangelien. Die meisten von diesen Menschen sind nachher wieder weggegangen von Jesus. Oder wir wissen gar nicht so genau, was passiert ist mit denen. Die gerade direkt Liebe haben wollen, die gar nicht auf die Reise haben wollen, die einfach «Hey, give me love». Die direkt haben wollen, die Liebe und Annahme von Jesus empfangen, ohne auf die Reise geschickt zu werden. Wo der Blick Jesu mit uns macht. Von denen wissen wir nicht, wie es nachher ausgegangen ist. Aber der Petrus, der auf die Reise geschickt worden ist, wo jeder einzelne Schritt in der Progression erlebt hat, wo die Scham erlebt hat, wo Jesus geschaut hat, wo Demut hat müssen lernen, wo sich jetzt selber müssen demütigen vor Jesus und sagen, wow, ich bin gar nicht, wer ich gemeint habe, dass ich bin. Er, der Gnade empfangen von Jesus. Und er, wo nachher selber schreibt, hey, ich begrüße es und ich sehne mich nach Läuterung von Jesus, dass er jetzt kommt und dass er all die Unreinheit in meinem Leben wegbrennt. Er hat empfangen und erfassen, was wirkliche tiefe Liebe von Jesus bedeutet. Wir lesen im Johannes 21, Vers 17, wie jetzt Jesus den Petrus nochmal anschaut. Nochmal anschaut, nachdem der Petrus den Reality-Check erfahren hat, nachdem er eben gegangen ist und bitterlich geweint hat über den Zustand von sich selber. Wir lesen den auferstandenen Jesus, der sich trifft am See mit seinen Jüngern. Und dort lesen wir, Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Was für eine starke Situation. Was für eine starke Geschichte. Was für eine Begebenheit zwischen Jesus und dem Petrus. Der Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet, bevor das der Hahn gekräht hat. Und jetzt gibt Jesus ihm die Chance, zum 3-mal zu sagen, ich habe dich lieb. Als würde er ihn wieder ganz herstellen, als möchte er, dass der Petrus die tiefe Liebe von Jesus jetzt erfahren darf, nachdem er eben durch die Reise gegangen ist, nachdem er die Reise erlebt hat in seinem eigenen Leben, nachdem der Blick Jesus ihn mehrmals getroffen hat und ihn wie immer einen Schritt weitergeführt hat, darf er jetzt zu Jesus sagen, ich habe dich lieb von ganzem Herzen und es tut mir leid für alles, was war. Und Jesus gibt ihm einen Auftrag, schaut ihn an und sagt, weide meine Schafe.
Und setzt dann wieder ein in die Position. Und er lässt ihn die Liebe empfangen und spüren. Und meine Frage an dich heute ist einfach, möchtest du auch auf die Reise geschickt werden? Möchtest du auch zu dem Punkt kommen, wo der Petrus war und wo gesagt hat, du weißt alles. Und du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann möchte ich dich jetzt einfach einladen, wenn die Band sich ready macht. Jetzt in der nächsten Zeit der Anbetung, dich dem Blick von Jesus zu stellen. Die Augen aus Feuer werden dich vielleicht erfassen, vielleicht wirst du Scham empfinden über dem, was du da hast. Und ich möchte dich einladen, die Scham mal einfach zuzulassen für einen Moment. Nicht wie das bei uns immer so Standard ist, wegdrücken, wegzuverneinen, sondern lass mal zu, lass mal über dich ergehen, dass du dich jetzt gerade schämst für all das, was du gemacht hast. Auf das du zur richtigen Demut darfst finden. Dass du kannst bekennen und anerkennen, hey, ich bin noch nicht am Ziel. Ganz offensichtlich bin ich noch nicht angekommen. Ich bin noch nicht dort, wo ich eigentlich sein sollte. Nicht alles in mir sehnt sich nach Gott und lebt so, wie er es gesagt hat. Und dann empfang die Gnade von Jesus. Dann möchte ich dir zusprechen, dass Jesus dich lieb hat und dass er vergibt. Dass er gern gnädig ist mit denen, die zur Demut kommen. Und dann vielleicht darfst du ihm in einem Gebet sagen, was du möchtest, dass er jetzt läutert in deinem Leben. Vielleicht gibt es konkrete Sachen, die du gerne möchtest, dass das Feuer von seinen Augen jetzt kommt und erfasst. Und das ist vielleicht schmerzvoll. Wegbrennen ist nicht etwas Schönes, aber es ist etwas mega Nötiges. Und dann wünsche ich dir, dass du erfahren und erfassen die liebevollen Augen von Jesus. Nachdem, dass du durch diese Progression durchgegangen bist. Das ist die Einladung für dich. In dieser Zeit der Anbetung. Die Band darf gerne vorkommen, ich bete und dann setzen wir uns den Blick aus. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute an diesem Morgen uns anschauen willst. Ich danke dir, dass du alles siehst. Dass du siehst, wie es wirklich ist. Ich danke dir, dass wir uns nicht verstellen vor dir. Dass es nichts gibt, was wir verstellen können. Und dass du uns trotzdem annimmst, dass du uns trotzdem liebst. Dass deine Gnade genug ist für jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du in der nächsten Zeit der Anbetung, dass du ganz besonders präsent bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns allen jetzt den Mut schenkst, uns den Blick zu stellen. Dass wir uns getrauen, uns dir auszusetzen. Und Herr Jesus, ich möchte dich einladen, jetzt schon, dass du läuternd kommst und wegbrennst, was weg muss gehen. Und dann möchte ich dich bitten, dass du deine Liebe neu ausgießt über uns allen.